Grüß euch liebe Leute, da ist wieder Mr. Reaper mit dem dritten Let's Play auf Borisch und heute was Neues, und zwar habe ich mir jetzt Sniper Elite 3 zugelegt und habe mir gedacht, ist eine gute Gelegenheit, dass ich euch das einmal zeige. Wir sind mitten im Kampf um Tobruk, die Deutschen greifen gerade an und unsere Aufgabe ist, dass wir das verhindern, so gut wie es geht. Da unten kommen auch schon die ersten zwei Speer angereist. Und denen werden wir jetzt gleich einmal zeigen, wo es lang geht. Wir setzen die Fokuszeit ein. Da seht ihr schon mal die erste Killcam aus dem dritten Let's Play. Und ich muss sagen, also wenn ihr euch das anschaut, das ist so ein Wahnsinns-Detailreichtum. Also wer es zweimal gespielt hat, der kennt die Killcam schon. Aber ich muss sagen, liebe Leute, das ist nichts im Vergleich zu der Killcam. Wahnsinn. Allgemein, ihr seht es vielleicht, die Grafik, also da überall rumst und die Landschaft schaut einfach einmalig aus. Aber wir sind ja nicht da, dass wir die Landschaft anschauen, sondern dass wir da verteidigen. Das tun wir am besten, wenn wir den zweiten Speer da auch noch ausschalten. Schauen wir mal, wo die einschlagt. Da tut das Zuschauen auch schon weh. Durchs Fernglas durch und in... Oh, ein Katar kriegt er keinen mehr. So, dann reisen wir gleich mal weiter. Da gibt es anscheinend nur einen Aufklärer. Oh, wieso wieder? Da oben ist er schon, der Bazi. So geht das aber nicht, der sieht mir jetzt viel, der kleine Spanner, den packen wir uns gleich. Und da fliegt auch schon die Kugel. Schauen wir mal, wo die einschlägt. Oh, das ist Lunge und Herz. Lungentreffer. Aber das Herz war auch mit dabei. Das lassen sie sich natürlich nicht gefallen. Jetzt kommen sie gleich mit der Kanone für die Spatzen. Und zwar einen schönen aufmontierten Flakgeschütz. Gibt dann aber auch nichts, kann ich schon sagen. Weil das schalten wir gleich als nächstes aus. Die Gegner kann man markieren, wenn man nicht weiß, wo man beim Fahrzeug hinschießen soll. Auch einfach markieren. Das macht man mit Fernglasel. Sieht man schon die Tanks, da wo man draufballern kann, die werden in Rot vorkommen. Und dann schalten wir den Kameraden auch mal aus. Die wird es jetzt sauber reißen da hinten auf ihrem LKW. K-Boom. Den hat es zerrissen. Also wirklich schick gemacht das Ganze, ihr seht es selber. Und kaum hat man mal das eine erledigt, geht es auch schon weiter. Und zwar müssen wir jetzt Nebenwerfer ausschalten, die auf die Schiene Tobruk da draufballern. Und wer anders als wir kannten das? Richtig, keiner. Die Deutschen setzen Nebelwerfer ein. Dagegen muss ich etwas tun. Da der rechte Kamerad, dagegen müssen wir was da. Durch den Angriff sind wir jetzt auch ein bisschen angeknuspert worden, darum hole ich mal das Brotzeitbackel raus und hauen wir da mal einen schönen Verband drüber. Schon sind wir wieder fit. Mal ein bisschen freeclimpen. Links unten seht ihr übrigens neben dem Radar, das ist unsere Gesundheitsanzeige, das Radar, und dann kommt unten, das ist ganz wichtig beim Zielen, der Herzschlag pro Minuten. Und wenn man jetzt so wie da rumreist, geht der Herzschlag immer auf, weil man natürlich angestrengt ist. Dann ist es schwieriger zum Zielen. Wenn ich mich ducke, hören sie mich nicht. Das sehen wir gleich, ob sie uns hören. Gehen wir langsam hin. Ist der da ein bisschen an der Eieruhr umeinander schrauben. Du hast doch keine Ahnung, was du da tust. Lass mich das mal an. Oh, Entschuldigung. Was auch gut gemacht ist, jetzt im dritten Teil, man kann die Gegner durchsuchen, kriegt dadurch Muni, Verbandszeug oder andere Extras wie Granaten.
schön gemacht und ist ganz gut zum Auffüllen vom Vorrat. Ja, der ist nicht zimperlich. Aber das ist nichts im Vergleich zu der Killcam. Also sowas muss ich sagen, sucht man in andere Spiele. Das ist ziemlich makaber, aber ist halt auch ein bisschen so das Markenzeichen von Sniper Elite einfach seit dem zweiten Teil. Den ersten Teil habe ich nicht gesagt, ich habe erst den zweiten Teil angefangen und war hellauf begeistert. Da oben seht ihr den pulsierenden Punkt, das heißt, in der Umgebung ist irgendwo laut. Und wenn wir jetzt unser Scharfschützengewehr rausholen daten und daten schießen, daten uns die Gegner nicht hören und unsere Position war auch nicht verloren. So, da machen wir mal weiter. Tut mir leid. Extra. Trinkt noch halbe, es war leider das letzte. Tut mir leid. Und jetzt nehmen wir uns die zwei Kameraden vor. Jetzt ist gerade wieder laut. Da haben wir mal ein bisschen ein Feuerwerk zu, kriegt man auch nicht jeden Tag so eine Vorstellung umsonst. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aha, 6 haben da immer Platz und dann können wir loslegen. Ich weiß nur noch nicht, wie die Kameraden ausschalten. Das mache ich am besten jetzt. Zack. Wir haben ihn in die Zack. Oh, gleich befördert worden. Rang 3. Das ist schnell gegangen. Oh, jetzt darf ich Landminen hernehmen und die Luger P08. Schön. Was mir auch sehr gut gefällt in dem Spiel ist, da sieht man es gerade an dem Punkt recht schön. Man kann zwei Wege auswählen, entweder rechts den ein bisschen leiseren Weg, Anschleicher, oder links, der ist ein bisschen offensiver der Weg. Das heißt, man hat weniger Deckungsmöglichkeiten und die Gegner können man wahrscheinlich dann leichter erkennen und sehen. Der macht einen grübigen Spaziergang, war leider auch der letzte. Hat er sich bestimmt auch nicht gedacht. Und den Kameraden schnappen wir uns auch noch. So, ausgefunkt. Dann machen wir mit dem Nebelwerfer da drüben weiter. Was tust du da, Hansi? Ah, der schaut, das ist der Kisteninspekteur, der schaut wahrscheinlich, ob die Kisten funktionieren. Wunderbar, hast einen guten Job gemacht, aber jetzt bin ich da der Inspekteur. Lass das einmal stehen. Fahren wir einmal mit. Oh, 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 jetzt haben uns die anderen zwei entdeckt. Oh, oh, oh. Was auch gut gemacht ist, jetzt haben sie uns gesehen. Wir öffnen sofort das. Ich finde das ganz gut mit der Aufmerksamkeitsanzeige, da hat man dann immer nur so ein bisschen Möglichkeit, das Ganze zu verhindern, dass man entdeckt wird, aber es geht echt extrem schnell, dass man entdeckt wird und dass die das Feuer öffnen. Ich muss auch sagen, was ich so gesehen habe jetzt, wie ich ein bisschen vorher gespielt habe, die Gegner gingen auch schlau vor, das heißt, wenn die Leichen gesehen haben, dann fangen die an zum Suchen, gingen aber nicht nur zur Leichen hin, sondern gingen auch ein bisschen so hinter die Kisten, wo sie halt die Gegner vermuten, und dann ist es gar nicht mehr so leicht, dass man da aus der ganzen Geschichte rauskommt. Der hätte uns jetzt auch beinahe entdeckt, der hat da Schüsse gehört, hat uns eigentlich, also uns noch nicht entdeckt, aber schon gemerkt, oh, da hinten ist was los, da geht's ab. Wird da ein Festel gefeiert? Natürlich nicht, und wenn wir jetzt noch weiter im Sichtfeld gewesen wären, dann war er natürlich hergekommen und hätte uns angegriffen. Haben wir Gott sei Dank noch abwenden können. Mir ist das Ganze jetzt schon wieder ein bisschen zu heikel, und darum gehen wir mal da durch die Höhle durch und schauen, dass wir uns da bei dem Nebelwerfer anschleichern und das Ganze ein bisschen taktisch klüger machen. Ich markiere immer ganz gern die Soldaten, weil dann weiß man, was die so als Abläufe drin haben. Das wird auch schwierig, dass du wirklich lautlos durchkommst, weil er schaut ihn an
Er schaut gar nirgends hin. Vielleicht haben wir eine Chance, dass wir ihn links ausschalten, dann rechts und dann den. Das probieren wir jetzt einfach mal. Die Kisten könnte ich auch knuspern, aber dann macht es kein Wumm. Und dann ist hier mal eine Schicht im Schacht mit, ja, mit Stille und Stealth. Ja, schauen wir mal. Nichts gemerkt, nichts gemerkt, nichts gemerkt. So soll das sein. Schnell und leise. Somit ist die Stellung auch ausgeschaltet. Tobruk ist schon mal wieder ein bisschen sicherer, dank uns. Und da machen wir gleich weiter mit dem letzten. Da war ja vorher der Willi. Nennen jetzt einfach mal Willi. Wo ist er denn hier? Macht er irgendwo Brotzeit oder ist er aufs Klo gegangen? Man weiß nicht. Oh, da ist er drin. Da ist er drin. Mhm. Du kennst dich ja eh nicht aus, was man wieder hier, ich bin Techniker. Okay. Aha, aha. Ja, weiß ich auch nicht. Haut nicht hin, das Klump. Kauft ein iPhone. Oh, da müssen wir aufpassen. Da sind... So. Genau in die Richtung, wo wir sind. Wie passend. So, laufe ich mal da schnell rüber. Wow. Knapp. Einer hätte uns gehabt. Gehen wir gleich mal, vielleicht schaut er noch irgendwann weg. Nein, nicht so. Der ist ganz neugierig. Da oben ist auch noch einer. Voila. Den habe ich jetzt nicht gesehen. Oh, der kommt. Da gehe ich lieber mal hinter Kisten. Der wird jetzt ein Willi so zum Schnaps sein. Da ist er! Der hat uns entdeckt. Also ihr seht, der war gar nicht mal so blöd, der hat da hinten irgendwas laufen sehen, irgendwas bewegen sehen, was einem ein bisschen verdächtig vorkommt und schon hat man so einen Nervensäge auf der Pelle. Aber das war das letzte Mal, dass wir den auf der Pelle gehabt haben. Schauen wir mal, ob er was dabei gehabt hat. Das noch? Anscheinend nicht, wenn man so einmal bewegt hat. Da kommt auch schon der nächste, der hat jetzt gemerkt, oh, da stimmt was nicht. Feind ist da. Feind ist da, der hat studiert, das sind sogar zwei. Zwei auf einen Streich. Der merkt auch, dass da was faul ist. Aber da hat er nicht gewusst was. Da kommt der Stecker. Rums macht's. Nebelwerfer ausgeschaltet. Da kann ich den Bergkamm überprüfen. Bergkamm. Das machen wir auch noch. Dann ist diese Mission auch schon beendet. Ich hoffe, das dritte Let's Play hat euch gefallen. Ich werde zu Sniper Elite noch ein bisschen mehr Let's Plays machen. Vielleicht auch dann noch die nächste Mission und die übernächste Mission. Mal schauen, wie lange es euch gefällt, das Ganze. Ich muss sagen, das ist ein geniales Spiel. Macht super viel Spaß. Super schöne Grafik. Und wer einen Zweiter gespielt hat, der muss sich eigentlich einen dritten fast holen, und ich muss sagen, für den Preis, wo es das Spiel momentan gibt, ist das ein absoluter Musskauf in dem Jahr. Gut, mit der Szene beende ich dann mein Let's Play. Würde mich freuen, wenn ihr mir Kommentare schreibt oder wenn ihr das Video liked, und ja, wünsche euch noch viel Spaß, haut's rein und Habitäre, euer Ripper.